Nemo gewinnt mit seinem Song The Code den Eurovision Song Contest 2024 und holt den Titel für das erste Mal seit langem in die Schweiz. Der Song erzählt die Geschichte seiner Selbstfindung zu seiner Identität als non-binär. In diesem Podcast beleuchten wir die Lyrics von seinem Gewinnersong The Code aus einer christlichen Perspektive. Und ich habe hier mit mir Celine Schultes. Yeah! Sunday Night on Air! Beim Sunday Night on Air. Let's go. Schön, dich zurückzuhaben. Yes, love to be back. Ey, wie lange schaust du schon den Eurovision Song Contest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue den jetzt nicht so regelmäßig oder bin nicht so der größte Verfolger oder Fan davon. Sorry, not sorry. Aber einfach, man kriegt ja trotzdem die Updates mit, wie eigentlich jeder also das ist in den Medien, das ist präsent, das ist auf Social Media. Man kriegt immer wieder Informationen und ich habe früher Nemo tatsächlich recht verfolgt und dann war ja länger Zeit von der Bildfläche und dann habe ich mitgekriegt, dass der jetzt wieder beim Eurovision Song Contest antritt und so habe ich eigentlich wieder davon mitgekriegt. Und er hat tatsächlich gewonnen. Er hat gewonnen. Die Schweizer versuchen He did it. He brought it back to Switzerland. Ja, und wir wollen auch schon einfach von Anfang an sagen, wir gratulieren Nemo zu seinem Sieg, zu seinem Titel. Das nächstes Jahr ist der Eurovision Song Contest in der Schweiz wegen Nemo und wir wollen ihm auch gratulieren. Wir ziehen den Hut vor seiner Leistung. Ich finde, musikalisch ist es eine extreme Leistung. Also ich finde es krass und ich finde es beeindruckend. Gerade auch die Töne, die haben mich gekillt. Da dachte ich mir schon so, wie macht er das? Also der hat ein unglaubliches Talent. Das beeindruckt mich, ja. Und auch, dass er verschiedene Musikgenres zusammenbringt, mit Rap, mit diesem Pop und dann... Es ist doch auch die klassischen Elemente irgendwie dann. Oper-Elemente, also wirklich Hut ab, wir gratulieren Nemo ganz, ganz herzlich zu diesem Sieg. Ich schaue den Eurovision Song Contest schon lange mit meiner Familie. Wirklich? Ja, wir haben in den letzten Jahren dann ein bisschen aufgehört, weil wir so enttäuscht waren, dass die Schweiz nie gewinnt. Oh nein! Dann war gestern Party bei euch? Ja, nicht so mega. Und wir werden gerade jetzt dann ein bisschen darüber sprechen, weil ich habe auch per Zufall noch kurz den Fernseher eingeschaltet und dann gesehen, dass Nemo performt. Und ich habe mich aus Interesse einfach auch, wir beide haben uns aus Interesse wirklich mit den Lyrics von dem Song The Code auseinandergesetzt. Vielleicht kurz ein bisschen Hintergrund. Nemo ist 1999 Jahrgang, ist so etwa in unserem Alter. Ist der gleiche Jahrgang wie ich. Gleicher Jahrgang wie Tatsächlich, du. Ja. Und vor ein bisschen länger als einem Jahr hat er sich geoutet, auch als nicht-binär. Yes. Also sozusagen geschlechtslos, also weder Mann noch Frau. Vielleicht kurz zur Definition von nicht-binärer Geschlechtsidentität. Das bedeutet, ist eine Selbstbezeichnung und bedeutet eigentlich, ja, man identifiziert sich nicht als Mann oder als Frau. Hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Nicht-binäre Leute können sowohl Frauen wie Männer attraktiv finden und sich angezogen fühlen. Aber es ist einfach ein Selbstporträt von sich selbst. So, ich fühle mich nicht in diesem männlichen Körper bei Nemo jetzt. Genau. Nicht zu Hause als Mann. Genau. Und in diesem Song The Code erzählt er jetzt seine Geschichte. Ja. Wie das für ihn war, sich nicht unbedingt zu outen, aber jetzt eigentlich wie dieser Prozess, wie er das gefunden hat, die Selbstfindung zur Nicht-Binarität. Sein Weg dazu, ja. Seinen Weg dazu. Und ich denke, warum wir diesen Podcast machen wollen, ist, weil wir die Lyrics ein bisschen genauer anschauen wollen und sie kommentieren wollen aus einer christlichen Perspektive, weil ich glaube, du wie ich, wir haben beide gemerkt, als wir die Lyrics gelesen haben, dass, wenn man aus einer christlichen Perspektive kommt, dass es zu gewissen Komplikationen führt mit dem Weltbild, das wir als Christen vertreten. Ja. Ist das richtig so, oder? Ja, sehe ich auch so, ja, definitiv. Und darum wollen wir uns wirklich diesen Lyrics widmen und einfach auch aufzeigen, dass es eine Alternative gibt zu dem Selbstfindungsprozess von Nemo. Und das bedeutet Nachfolge von Jesus Christus. Und das wollen wir uns anschauen. Yes, let's do it. Ich hoffe, ihr seid ready, wo ihr gerade zuhört. Genau, und wir machen es so, wir lesen die Lyrics vor und machen dann immer wieder mal kurz Pause und kommentieren dann auch gerade. Ich lese es auf Englisch vor. Ich übersetze. Er hat auf Englisch gesungen und du übersetzt, super. Wir fangen gerade vorne an. Wo-oh-oh. Wo-oh-oh. Gut übersetzt. Dankeschön. Welcome to the show. Willkommen zur Show.
Let everybody know. Lasst alle wissen. I'm done playing the game. Ich bin fertig damit, ein Spiel zu spielen. I break out of the chains. Ich breche aus den Ketten heraus. Was singt hier Nemo? Also er singt über seine Erfahrung oder als in diesem binären System gefangen zu sein, Mann und Frau, und jetzt bricht er aus. Ja. Ich finde es spannend, weil er singt davon, dass er selbst aus diesen Ketten ausbricht. Und ich denke, es hat auch ein gewisses Maß an einer Widerspiegelung von unserer persönlichen Generation, wo wir mittendrin stecken. Gen Z. Gen Z. Genau, wo es ja sehr fest um diese Selbstfindung geht und darin, sich selbst zu verwirklichen und selber irgendwo sich eben zu finden und rauszukommen, auszubrechen aus Systemen. Und ich glaube, die Stimme der Welt dieser Generation ruft dir zu, du musst ausbrechen. Und eigentlich ist das ja ein krasses Paradox, weil wie willst du selbst ausbrechen? Also wenn du nur schon dir das Bild von einem Gefängnis selbst ausmalst, kannst du ja nicht selbst ausbrechen. Das ist ja genau der Sinn und Zweck von einem Gefängnis. Oder auch also eben von Ketten. Also ist Ketten. ein scheiß Gefängnis. Genau, außer schlechte Qualität dann, ne? Genau, aber eigentlich, was ja Ketten mit uns machen, ist ja genau das, dass wir nicht selbst ausbrechen können. Also es ist eigentlich ein Paradox zu sagen, ich breche selbst aus diesen Ketten heraus oder ich stelle es mir auch unglaublich schwer vor, das hinzukriegen, selbst auszubrechen. Und das Schöne ist, dass beim Christentum oder bei unserer Ansicht es eigentlich genau so ist, dass wir das auch nicht machen müssen und auch gar nicht können, sondern dass das Gott für uns macht. Es gibt die ganz klassische Geschichte von Paulus und Silas, die wortwörtlich in einem Gefängnis in Ketten waren, also wirklich physikalische Ketten, wo wir davon sprechen. Und die lagen in diesen Ketten und die haben nicht als erstes dann sich überlegt, was haben wir jetzt falsch gemacht, dass wir in diesen Ketten sind. Die sind nicht auf dem Weg von Selbstfindung und was können wir jetzt anders machen, wie brechen wir selbst aus, sondern sie sind eigentlich in diese Anbetung vor Gott hingegangen und haben zu ihm gerufen, sie haben gesungen, sie haben ihn gesucht und haben so dann auch dieses Wunder erlebt und sie haben sich definitiv nicht selbst von diesen Ketten befreit, sondern Jesus hat ja diese Tore geöffnet, er hat ja diese Engel reingeschickt und die konnten rausspazieren. Also there was no human effort. Da war keine menschliche Bemühung in diesem Sinne von Kettenbrechen mit dabei, sondern das war göttlich, das war übernatürlich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das als Christen bewusst sind, dass wir unsere Ketten nicht selbst befreien können, sondern dass diese abgenommen werden müssen von jemandem, der stärker ist als uns. Und aus unserer Sicht ist das Jesus Christus, der diese Ketten zum Fallen bringt, der uns in Anbetung diese Freiheit dann eigentlich irgendwo auch schenkt. Also es gibt auch diesen Vers in der Bibel, Johannes 8,36, wo es heißt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Und ich glaube an diese Freiheit. Ich glaube, dass wir frei von Ketten sein dürfen, sein sollten und rauskommen dürfen und befreit werden. Aber ich glaube, dass das wirklich dieser Sohn Gottes macht, dass das Jesus macht. Und es heißt wirklich, wenn euch nun der Sohn frei macht, das heißt nirgends in der Bibel, wenn du dies und jenes geleistet hast, wenn du selbst das und das gemacht hast, dann wirst du frei, sondern es heißt ganz klar, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Was nimmt so viel Druck von den Schultern? Unglaublich. Weil ich glaube, so viele Menschen sehen sich jetzt zum Beispiel diese Performance von Nemo an und sagen, gut, du hast es geschafft, du hast dich von den Ketten befreit. Und ich muss das auch. Das sind meine Ketten. Ich muss sie jetzt abstreifen. Ich muss alles tun, dass diese Ketten fallen. Und für das schaue ich wer bin ich eigentlich? Und ich lasse mich von niemandem definieren von außen, sondern ich schaue ganz tief in mir drin, wer ich bin und höre auf niemanden und dann bin ich frei von meinen Ketten. Ich streife alle Erwartungen von Leuten um mich herum ab. Und es ist so schön, hat es funktioniert für Nemo, aber es ist so anstrengend. Es ist so unglaublich anstrengend. Und es ist genau das Gegenteil von der Message von der Bibel, wie du es sagst. Es ist wirklich das Gegenteil, was wir als Christen glauben. Wir kommen in unseren Ketten zu. Du hast keine Geschichte, du sagst es ja selber mit Paulus und Silas in der Bibel, wo Leute sich selbst befreien. Nein, das habe ich noch nie gefunden. Auch im und Alten auch selbst Testament, noch nie erlebt persönlich. Also ich kenne das selbst wirklich auch. Ich hatte mega krasse Menschenfurcht und ich frage mich, wie hätte ich mich da selbst raus befreien sollen? Wie hätte ich das überhaupt selbst hingekriegt? Also irgendwo, ich würde sehr gerne auch mit ihm darüber sprechen und ihn fragen, wie hat er das geschafft oder wie hat er das gemacht? Weil, wie willst du dich selbst aus Menschenfurchtsketten befreien? Da braucht es diesen Gott, der hineinkommt, der Identität spricht, der dich freisetzt, der dir das gibt, was du brauchst in diesen Momenten und dich erlöst. Ja.
Absolut. Und es gibt auch die Geschichte im Alten Testament von den Israeliten, die in der Sklaverei sind von den Ägyptern. Und sind für 400 Jahre sind sie versklavt. Ja. Und sie schreien zu Gott, rette uns. Und dann heißt es in der Bibel, und Gott sah, dass es ihnen schlecht ging. Und er entschied sich, sie zu retten. Ja. Und das ist die Gnade Gottes. Das ist unglaublich. Er führt sie dann aus dieser Sklaverei heraus und er schafft ein neues Volk, das ihn liebt und das er liebt. Und ich denke, das ist die biblische Message. So, hey, Gott befreit dich aus deinen Ketten. Wenn du jetzt gerade zuhörst und dich in Ketten befindest, es ist nicht dein Job, sich selber abzustreifen. Nein. Komm zu Jesus. Ja. Komm zu Jesus. Er nimmt sie ab. Er nimmt sie ab, egal was es ist. Ich denke, das ist so wichtig zu verstehen. Wir gehen mal weiter im Text. Ja. Und zwar lesen wir nachher You better buckle up. Wie würdest du das übersetzen? Buckle up ist noch ein witziges Wort. Up, ne? Ja. Wir gehen weiter. I'll pour another cup. Ich schenke mir eine andere Tasse ein. This is my bohème. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, das ist jetzt auch, ich habe mich tatsächlich nicht so Ja, wir gehen weiter, das ist auch nicht so wichtig. So, drink it up, my friend. Und dann kommt ein spannender Satz. Genau. This story is my truth. Diese Geschichte ist meine Wahrheit. Okay. Ich denke, auch hier haben wir eine Linie in Nemos Song, der so krass unsere heutige Kultur widerspiegelt. Und zwar, es gibt keine objektive Wahrheit mehr, sondern nur noch subjektive Wahrheiten. Also was ich fühle und was ich für richtig empfinde, ist richtig. Ja. Und was du fühlst und was du empfindest, ist richtig, solange es nicht widersprüchlich ist mit meinem, sozusagen. Also es gibt keine objektive Wahrheit mehr, sondern nur noch subjektive Wahrheit. This story is my truth. Meine Geschichte ist meine Wahrheit. Und auch da, liebe Freunde, die Jesus nachfolgen, das ist nicht die Nachricht der Bibel. Nein. Weil für uns bedeutet nicht this story is my truth, sondern his story is our truth. Ja. Also nicht meine Geschichte ist meine Wahrheit, sondern Jesus' Geschichte ist meine oder unsere Wahrheit. Wir glauben nicht an subjektive Wahrheiten. Wir glauben, dass es einen objektiven Standard gibt. Ich glaube auch, dass wir nicht in der Lage sind, uns einen objektiven Standard zu geben, sondern dass wir den wo finden? In der Bibel. Im Wort Gottes. Ja. Im Wort Gottes. Und es gibt eine Stelle im Wort Gottes, wo Jesus sagt nicht, hey, finde heraus für dich, was stimmt. Nein. Niemals lesen wir das. Sondern wir lesen, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das ist krass. Ja. Es ist exklusiv. Und ich finde es so schön, weil es steht nicht nur, dass er die Wahrheit ist, sondern es steht ja danach sogar auch, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ja. Also er hat Zuspruch darin, dass du sie erkennen wirst. Es ist nicht so, sei ein blindes Schaf und du wirst es nie rausfinden, was die Wahrheit ist, sondern es steht in Johannes 8,32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch wiederum frei machen. Also es geht wieder zurück in dieses Break the Chains auch sogar direkt. Jesus spricht uns zu, er ist unsere Wahrheit, du wirst diese Wahrheit erkennen können und dürfen und diese wird euch dazu frei machen. Absolut. Und das nimmt unglaublich viel Druck. Ja. Das ist unglaublich schön, das ist so ein Privileg. Und das ist schon eine krasse Aussage auch von Jesus. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und das ist sehr exklusiv. Also es kann nicht sein, dass noch andere Dinge dann auch die Wahrheit sind, sondern er sagt, er ist die Wahrheit. Und die Bibel hat auch den Anspruch, universal gültig zu sein. Ja. Also für alle Menschen auf der ganzen Erde zu gelten. Und ich denke, das ist wichtig. Also this story is my truth, diese Geschichte ist meine Wahrheit. Wir glauben als Christen, die Geschichte von Jesus ist unsere Wahrheit. Genau. Und wir klinken uns in diese Geschichte ein. Wir gehen weiter im Text. Ja. Und zwar kommt dann, I went to hell and back. Ich ging in die Hölle und zurück. To find myself on track. Um mich selbst unterwegs wieder zu finden oder ready wieder zu vorfinden. Auch ein krasses Statement. Und ich würde auch hier sagen, dass es schon sehr stark das Gegenteil vom Evangelium ist. Wir glauben wortwörtlich, dass Jesus Christus für uns durch die Hölle gegangen ist. Und ich empfinde hier irgendwo auch wirklich krasse Gefühle, weil ich mir vorstelle, dass es unglaublich schwer auch gewesen sein muss, vielleicht auch gerade für Nemo jetzt, wenn er sowas schreibt, in die Hölle zu gehen, das sagt ja schon der Begriff selbst, dass in die Hölle zu gehen, das ist eigentlich ja irgendwie in unserer Weltansicht doch eigentlich etwas vom Schlimmsten. Und
genau das hat aber Jesus für uns getan. Er möchte für uns in die Hölle gehen er wollte nicht, sondern er ging, genau. Er hat es getan. Absolut. Und bei Nemo ist es hier so, dass er von Selbsterrettung spricht, oder? Er ist selber in diese Hölle gegangen und wieder zurückgekommen. Und bei uns ist das andere Bild hier, dass nicht wir in die Hölle gegangen sind und zurückgekommen sind, sondern Jesus ist für uns gegangen. Und wir glauben, dass wir uns gar nicht selbst retten können, sondern dass das dieser Jesus für uns gemacht hat. Und ich finde das unglaublich bedeutungsvoll, dass irgendwo, ich denke immer wieder, irgendwo hat ja Nemo eigentlich auch Teile davon dann irgendwo verstanden, dass er hat verstanden, es braucht irgendwie diesen Schritt. Aber ich glaube, das Schöne bei unserem Christentum ist oder bei unserem Glauben ist wirklich, dass wir hier einfach sagen dürfen, Jesus, danke bist du gegangen. Danke bist du in diese Hölle, durch die Hölle hindurch und hast du danach Leben generiert. Jesus ist nicht nur dorthin gegangen und dort geblieben und sad end, sondern Jesus ist wieder auferstanden. He came back too. Er ist auch aus dieser Hölle zurückgekommen. Aber er ist ja nicht nur einfach zurückgekommen, sondern er hat Leben, Ewigkeitsleben für uns ermöglicht. Ein Leben, das über diese Welt auch drüber hinausgeht. Und das finde ich so einen krassen Punkt. Das ist richtig krass. Und durch das finden wir uns auf dem richtigen Track. Ja. Wenn wir an Jesus Christus glauben, das heißt in der Bibel, Johannes 3,16, jeder, der an Jesus Christus, Gott hat uns die Welt so sehr geliebt, dass jeder, der an seinen Sohn glaubt, der wird gerettet werden und wird nicht untergehen. Ja. Und das ist das größte Versprechen. Und es ist noch spannend, ich habe mal die Worte gezählt in diesem kurzen Lied. 3 Minuten ging es. Und 42 Mal braucht Nemo das Wort entweder I, also ich, mich, also mich und myself, ich selber. 42 Mal in 3 Minuten geht es um, was er gemacht hat und und wir als Christen, wir erzählen nicht mehr die Geschichte, was wir gemacht haben. Wir Christen erzählen die Geschichte, was Jesus gemacht hat für uns. Es geht nicht mehr um uns. Nein. Es geht nicht mehr darum, was wir alles performt haben, was wir geleistet haben, sondern wir sind nur noch da und sagen, Jesus Christus hat mich frei gemacht. Ja. Er liebt mich, er ist für mich und mein Leben gehört ihm. Und ich denke, das ist auch 180 Grad umgekehrt, was wir als Nachfolger von Jesus Christus glauben. Ja. Wir gehen weiter im Text, es geht noch spannend weiter, oder? I broke the code. Ich habe den Code gebrochen. Und das ist ja sein Punkt, so, er hat so das Geheimnis gelüftet. Also er hat den Code geknackt, dass er jetzt in Freiheit ist. Er hat es geschafft, er hat sich selbst gerettet. Halleluja. Und ich denke, das macht mich so traurig, weil er hat sich in diesem Leben gerettet. Ja. Aber Jesus rettet uns für die Ewigkeit. Genau. Er rettet uns für die Ewigkeit und da können wir nicht. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir können uns nicht selbst retten. Es geht nicht. Das wird er tun. Like Ammonites, das sind diese Tiere, das sind so ausgestorbene Fossilien. Die sind schön, unglaublich divers. Und genau, die kann man ausgraben da im Jura. Ist auch noch spannend. Und er geht dann weiter im Text. Wir machen da gerade ein bisschen weiter. Also like Ammonites, I just gave it some time. Ich habe es einfach ein wenig Zeit gegeben. And now I found paradise. Und jetzt habe ich das Paradies gefunden. Ja. Krass. Er hat das Paradies gefunden. Und was ich halt spannend finde, ist, Paradies ist in der Bibel genau das Wort, das gebraucht wird für dann im Diesseits, Jenseits, nicht mehr hier. Und ich finde es spannend halt, dass Nemo hat das Paradies gefunden ohne Jesus. Und die Bibel macht auch da wieder klar, Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja. Er bestimmt, wir haben auch diese berühmte Geschichte, als er am Kreuz hängt mit den 2 Verbrechern. Genau. Und er sagt zum einen Verbrecher, heute noch. Ja. Der Verbrecher sagt, denke an mich, wenn du ins Paradies gehst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also Jesus bestimmt, wer ins Paradies kommt. Genau, nicht wir selbst. Nicht wir selbst. Und niemand kommt ins Paradies ohne Jesus Christus. Ohne. Und ihr merkt vielleicht, dieser Podcast ist da, wir zeigen auf ihn. Ja, genau. Ja. Wir haben aufgehört zu leben. Wir sind gestorben für die Sünde und wir haben Jesus Christus angenommen. Wir folgen ihm nach. Ja. Und wir glauben ihm, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich denke, das ist wichtig. Also, now I found paradise. Schön für Nemo.
Und ich frage mich auch, welches Paradies ist das? Wie sieht das aus? Das ist ja dann ein Paradies, wo trotzdem er immer leisten muss, weil er hat ja den Code geknackt, er hat das alles erreicht. Das heißt, er müsste wahrscheinlich dann ja auch weiter immer wieder all diese Dinge erreichen und sich selbst immer wieder befreien. Ja. Und eben auch ist dieses Paradies dann wirklich auch, vielleicht auf dieser Erde fühlt es sich tatsächlich wie ein Paradies an, aber eben, was passiert danach? Wo geht es dann hin? Und das ist wirklich das, was du gesagt hast mit diesem, hey, Jesus bringt uns wirklich diese Ewigkeit, dieses Paradies bei unserem Vater im Himmel, wo wir auch wirklich nach dem Tod hingehen dürfen. Und er allein entscheidet tatsächlich. Ja. Genau. Wir lesen mal noch weiter im Text. Let me tell you a tale about life. Lass mir dir eine Geschichte, Märchen, ein Märchen genau vom Leben erzählen. About the good and the bad. Über das Gute und das Schlechte. Better hold on tight. Halt dich fest. Und jetzt kommt spannend. Who decides what's wrong, what's right? Wer entscheidet, was richtig oder falsch ist? Und dann everything is in balance. Everything is balance. Alles ist ausbalanciert. Everything is light. Alles ist leicht. Okay, und dann redet er darüber, wie er nachdenkt und dann plötzlich kommt dieses Feuer in ihm, weil jetzt hat er den Code geknackt. Also das ist sein Beschrieb, wie er den Code knackt. Und was ich spannend finde hier, ist, dass er dann darüber spricht, lass mir dir eine Geschichte über das Leben erzählen und dann sagt er diese Frage. Wer entscheidet schon, was falsch und was richtig ist? Das beschreibt auch unsere Generation, oder? Ich glaube, es ist genau dieses Thema von Orientierungslosigkeit, das wir manchmal in unserer Generation vorfinden, dass man nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch. Es gibt mittlerweile auch so viele Stimmen in dieser Welt, es gibt so viele Überzeugungen und jeder ist ja eben, wie du es auch mit der Wahrheit vorhin erklärt hast, von seiner eigenen Wahrheit überzeugt und will die anderen davon überzeugen und das bringt so ein Chaos, glaube ich, auch in diese Welt hinein und dadurch wieder auch diese Orientierungslosigkeit, weil man gar nicht mehr weiß, wer entscheidet nun, was ist richtig und was falsch. Wer setzt hier irgendwelche Maßstäbe, wer setzt hier die Werten und Normen noch, weil wenn das ja jeder für sich aussucht, dann wird es irgendwann dann ja tatsächlich auch schwierig. Und das ist tatsächlich auch wieder von der biblischen Sicht ein ganz anderer Punkt, wo wir darauf hinweisen. Wir haben erstens mal die Bibel als Orientierung. Das heißt, ich glaube, bei uns im Christentum, wir haben eine Orientierung. Wir müssen nicht überhaupt überlegen, was ist richtig, was ist falsch, weil wir wissen, das ist ein Gott, der das im Griff hat, der hat das unter Kontrolle, der hat das alles so krass durchdacht. Ich denke manchmal nur, es ist vielleicht ein kleiner Ausschweifer, aber manchmal nur schon, wenn ich mir diese Schöpfung anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand nicht sich genau überlegt hat, weil die Dinge, wie die aufgehen, wie die biologisch aufgehen, auch mit Wissenschaft belegt, das kann nicht einfach Zufall sein. Und da gibt uns die Bibel Orientierung, weil das ist dieser Schöpfer, dieser Gott, der über richtig und falsch entscheidet oder unterscheidet. Und spannend ist aber, dass es bereits in unserer Schöpfungsgeschichte ja schon zu dieser Frage kam, als es diese Situation gab mit der Schlange, die zur Frau sprach und sagte, hey, iss doch von diesem Baum, und du wirst, es heißt, dir werden die Augen geöffnet oder euch werden die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das hat die Schlange oder einfach auch der Teufel ihnen versprochen, wenn sie davon essen. Und das ist ja eigentlich genau diese Frage. Es ist genau das, wenn du von diesem Apfel essen möchtest, dann würdest du erkennen, was gut und böse ist. Und die Folge davon sieht man aber danach ja auch. Die haben ja von diesem Apfel, Schweizerdeutsch, Apfel tatsächlich gegessen. Und wenn man dann die Bibel anschaut, wurde es tendenziell schwierig und nicht unbedingt The Glorious Story, wo sie das krasse Wissen erlangt haben und tatsächlich mega göttlich mit all dem umgegangen sind, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Sie wurden aus dem Paradies geworfen. Sie hatten unglaubliche Schmerzen, der erste Mord. Also ist ja wirklich dann eher schwieriger als gut rausgekommen, wenn Menschen selber über Gut und Böse entscheiden möchten. Ja, absolut. Und es ist wirklich die Schöpfungsgeschichte, geht ja bis etwa Kapitel 11 im 1. Mose. Und du siehst wirklich stufenweise, wie es bergab geht. Ja. Von dem Moment an, wo Menschen entschieden haben, Gut und Böse für sich selbst zu definieren. Ja, genau. Nicht Gott zu vertrauen, was er sagt ist gut, was er sagt ist schlecht, sondern es selber definieren zu wollen. Und ich denke, wir befinden uns heute noch immer in dieser Spannung. Und für uns, ich meine, who decides what's wrong, what's right? Wir können diese Frage sehr gut beantworten als Nachfolger von Jesus Christus. Gott.
Ja. Für uns ist es Simple. klar, er entscheidet. Und es ist schon noch spannend, weißt du, ich denke manchmal, Leute haben das Gefühl, für uns ist das einfach so easy. Ja. Aber auch ich muss mich unter die Schrift stellen, auch Ja. ich muss mich unter die Bestimmungen von Jesus Christus stellen, und die Standards. Und auch ich werde immer wieder mit einem Nein von Jesus konfrontiert. Ich denke, dir geht es gleich, Ja. oder? Ja, natürlich. Es Also- ist immer wieder auch ein Battle, ein Fight oder auch teilweise im Alltag das zu hören, rauszuhören, was ist jetzt Ja. Gottes Wrong and Right. Ja, Aber das ist ein Battle, der sich bis jetzt immer bewährt hat in meinem Leben. Also absolut. Und durch ihm den zu ganzen- vertrauen, oder? ja. Also zu sagen, hey, okay, ich glaube daran, dass Gott es gut meint mit mir und Ja. dass er das Beste für mich hat. Ja. Aber für das muss ich mich auch ihm unterordnen. Ganz ich bin, klar. Er ist Gott, ich bin es nicht. Ganz sicher nicht. Lass uns noch kurz weiterschauen. Genau. Wir haben noch dann die Bridge vom Song. Und wir springen da ein bisschen, weil da kommt nochmal der Refrain oder der Chorus. Und da lesen wir Somewhere between the O's and Ones. Irgendwo zwischen den Nullens und Einsen. That's where I found my kingdom come. Das ist, wo ich mein eigenes Königreich kommen sah. Und was Nemo hier macht, ist spannend, weil also man muss auch sagen, also auch lyric-technisch Ja. Hut ab. Ja. Weil was er hier macht, ist jetzt kommt das Ganze mit seiner nicht-binären Identität, weil er bringt hier somewhere between the O's and Ones, sagt er Nullen und Eins, und das ist das, Nemo bezieht sich hier auf das Binärsystem. Genau. Was ist das Binärsystem? Binär- Du bist Lehrerin. Komm on, bring it. Tatsächlich. Das lernt man heutzutage tatsächlich schon in der Grundschule, im Tatsächlich. Medienunterricht, ja. Also Binärsystem ist ein duales System, das heißt, es ist ein Zweiersystem, ganz einfach übersetzt, und es besteht wirklich nur aus den Zahlen 0 und 1. Es gibt einfach nur zwei Optionen. Pole. Zwei Genau, Dinge, es ja. gibt 0 und 1, und er sagt ja eigentlich damit, dass er zwischen der 0 und 1 was gefunden hat, oder nicht nur etwas, sondern sein Königreich. Und deshalb ja dann auch das Non-Binäre Ja. eigentlich. Also nicht Mann, nicht Frau. Genau. Etwas dazwischen. Genau, nicht der eine Pol oder der Nee, andere, der Pol. sondern in der Mitte dazwischen. Also ich muss sagen, lyric-technisch super. Ich denke, wo ich mich ein bisschen gestoßen habe dran, ist das That's where I found my kingdom come. Und er spricht hier von mein Königreich. Ja, Und auch da wieder, das ist nicht die Bibel. nein. Das ist nicht die Bibel. Und wir lesen im berühmtesten Gebet von Jesus Christus, das ist das einzige Gebet, das Vaterunser, das er uns gelehrt hat zu beten. Das einzige Mal, dass er sagt, hey, wenn ihr betet, betet Dann in das. dieser Art. Genau. Sagt er, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, in Matthäus 6,13 und ich denke 6,9. Und ich denke auch da wieder, wir Christen, wir haben unsere Königreiche abgegeben. Ja, Ich weiß, das wird nicht überall auf der Welt so demonstriert. Und ich denke, da haben Christen auch sehr viele Fehler gemacht, aber wir geben unser Königreich ab. Wir leben nicht mehr für unser Königreich, wir leben für das Königreich Gottes. Ja. Und das ist unser Gebet. Gottes Königreich soll kommen. ja, genau. Sein Königreich soll kommen. Nicht nur wie im Himmel, sondern auch bei uns auf der Erde. Und ich denke, wo wir jetzt so ein bisschen schließen wollen, wir wollen ein bisschen den Sack zumachen, ist, was uns aufgefallen ist, dass Nemo eigentlich mit diesem Song schreibt er sein eigenes Evangelium. Genau. Was meine ich damit? Das Evangelium in Griechisch Euangelion bedeutet nichts anderes als die frohe Botschaft. Und wir haben diese Evangelien in der Bibel, aber das war schon vor Jesus, war das ein Ausdruck Evangelion. Und zwar wurde das immer gebraucht, wenn ein König eine Schlacht gewonnen hat und jetzt Friede einkehrt in die Gesellschaft, in das Land. Und dann hat man ein Evangelion, das war der Bericht, die frohe Botschaft von diesem Sieg von dem König berichtet. Und die Evangelien verkündigen den Sieg von Jesus Christus, der in der Bibel, er ist der König, der kommt. Seine erste Predigt war, das Königreich Gottes ist jetzt da, Ja, in mir sozusagen. Also er ist der König, er bringt das neue Königreich, er siegt im Kampf gegen unsere Sünden, unsere Ketten, unsere Gefangenschaft, und er hat gewonnen. Er entthront die Mächte am Kreuz. Er ist mit der Dornenkrone auf dem Kopf, der König der Juden. Er ist König, er ist gekrönt, und nun ermöglicht er uns Frieden mit Gott und selbst im Paradies und im Paradies und in Freiheit zu leben. Und ich denke, es ist spannend, das ist unsere Geschichte. Und Nemos Geschichte ist, Nemo sieht sich gefangen in diesem schlimmen Zustand der binären Welt. Er ist Ja. weder Mann noch Frau, und das erdrückt ihn. Und diese Ketten muss er nun selbst abschütteln.
wir haben darüber gesprochen, um das Paradies zu erreichen und in Freiheit und Frieden in der nicht-binären Welt zu leben. Und nur wenn er sich selbst findet, wenn er weiß, wer er wirklich ist und dann auch so lebt, dann ist er frei. Das ist die Selbstfindung. Selbstfindung. Und ich denke, das ist das Gegenteil vom Evangelium. Ja. Das ist das Gegenteil, weil wir lesen nichts in der Bibel, dass Jesus uns sagt, finde dich selbst. Nein. Schau einfach tief in dich hinein, wer du bist. Sondern Jesus sagt, also zu den Jüngern sagt er, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also wir finden uns nicht selbst, wir geben uns selbst auf. In der Nachfolge an Jesus Christus. Genau. Und es gibt noch einen anderen Vers, mein Vater ist durch den zum Glauben gekommen, wo Jesus sagt, hey, wenn du an deinem Leben festhältst, also wenn du dich an dein Leben klammerst, dann verlierst du es. Genau. Wenn du aber dein Leben loslässt für mich, dann wirst du es finden. Ja. Das ist das Leben in Fülle. Und das ist auch wieder ein so starker Kontrast zu diesem Evangelium von Nemo, der einfach sagt, ich muss mich selbst befreien und dann finde ich Frieden. Wir haben eine bessere Lösung. Ja. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und da halten wir dran fest. Definitiv, ja. Wir wollen noch einen kurzen Gedanke vielleicht noch zum Abschließen. Wir wissen nicht, wer jetzt alles hier zuhört. Genau. Wir wissen nicht, was alles. Wir würden uns natürlich extrem interessieren, was ihr dazu denkt. Ihr könnt das auch in die Kommentare schreiben. Celine, was würdest du zu Menschen sagen, die vielleicht sich in ähnlichen Situationen befinden, jetzt wie ein Nemo, der sich gefangen fühlt in diesem nicht-binären System? Also ich glaube, ganz zuerst habe ich auch mega einen Respekt vor diesen Menschen und ich glaube, es ist auch wirklich so eine herausfordernde Situation, wenn man sich irgendwie eben weder Mann noch Frau fühlt. Ich glaube, das ist wirklich auch gar nicht irgendwie zu beurteilen von außen oder ich glaube, wir möchten das auch nicht beurteilen oder irgendwie sagen, jetzt einfach simple, quick step und dein Leben ist irgendwie anders in diesem Sinne, aber ich glaube, wir wollen dir ans Herzen legen, dass du vor diesen Jesus kommen darfst. Dass du deine Kämpfe, dass du deine Ketten diesem Jesus geben darfst, dass du ihn anbeten darfst und dass er dir diese Ketten nehmen möchte. Egal was genau diese Ketten sind, wie genau die aussehen, wie schwer die sind. Wir sind überzogen davon, dass dieser Jesus dich frei machen möchte, dass dieser Jesus dir das richtig und falsch geben möchte im Leben, dass dieser Jesus dir Orientierung schenken möchte und dass dieser Jesus für dich gestorben ist, für dich in diese Hölle gegangen ist und wieder auferstanden ist und dir das ewige Leben zuspricht. Und dass er das Paradies für dich bereit hält und bereit gemacht hat. Und ich glaube einfach auch, dass ich spüre da meistens so eine krasse Liebe einfach von diesem Gott auch. Diese Liebe von Jesus ist nicht auf irgendeine Kategorie von Mensch beschränkt. Und das will ich dir auch nochmals zusprechen. Ja. Du bist eine geliebte Tochter, einen geliebten Sohn von diesem Jesus Christus, von diesem Gott, diesem Vater im Himmel. Und er möchte dich in seinem Reich sowas von willkommen heißen. Oder heißt dich schon willkommen. Du bist da willkommen und du bist sein Kind, sein geliebtes Kind. Ja, und vielleicht nochmal den Vers im Johannes 3,16. Genau. Also wenn du keine Bibel hast, besorg dir eine Bibel. Geh zum Johannesevangelium, ist hinten in der Bibel, und schlage Kapitel 3, Vers 16 auf. Und da sagt Jesus, also Johannes schreibt über das, sagt er, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass jeder, genau. Jeder und jede, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Jeder, es ist niemand ausgeschlossen. Nein. Die Einladung steht und sie steht auch für dich. Sie steht für alle. Sie steht für Celine, sie steht für mich und wir wollen dich einfach einladen, dem nachzugehen. Und auch vielleicht für die Leute, die jetzt die sich bereits als Jünger von Jesus oder Nachfolger von Jesus oder Christen bezeichnen, auch euch möchte ich herausfordern heute mit dem Gedanken, hey, die Dinge, die wir angesprochen haben, hey, hast du dein Königreich abgelegt? Oder in welchen Bereichen versuchst du, die Ketten noch selbst abzustreifen? Ja. Weil du bist frei, hey. Du kannst vor Jesus kommen mit deinen Ketten, er nimmt sie dir ab. Wo versuchst du noch selbst dich zu retten? Wo versuchst du selbst noch dein Königreich zu bauen? Und wo musst du das noch switchen? Wo musst du da wirklich ins Evangelium hineintreten? Das möchte ich dir mitgeben. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit.
und würden uns riesig freuen, von euch zu hören, was ihr denkt über diese Gedanken oder noch weitere Gedanken dazu habt. Yes. Das war Sunday Night on Air und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!